So, jetzt freuen Sie sich auf mein Meisterwerk. Das ist das beste Gutzle aus meiner Sicht, das ich gemacht habe bisher. Und es hat auch einen autobiografischen Bezug. Und zwar gehe ich seit vielen Jahren, das kann übrigens auch überprüft werden, wie so vieles, was ich heute Abend erzähle. Ich gehe seit vielen Jahren in großen Abständen, ich gebe es zu, zum Friseur. So, und ich gehe immer zur Haarart in Bernhausen. Haarart, ein Salon in Bernhausen in der Fußgängerzone. Der Inhaber ist der Luca mit seiner Frau, der Fabienne. Und ich gehe seit Jahren immer zum Luca. Einfach irgendwie verstehen wir uns gut, der weiß, was er machen muss bei mir, nämlich Haarschneiden. Und da brauchen wir gar nicht diskutieren, der weiß, was ich will. Viel schneidet er nicht weg, Sie sehen es ja. So, und jetzt war ich wieder mal habe einen Termin gehabt, morgen um 8 Uhr, ich komme also pünktlich hin und sage so, wo ist der Luca? Ich wäre da, es könnte losgehen. Ja, der Luca hat vor 5 Minuten angerufen, er ist total erkältet, überhaupt keine Chance, dass er heute ins Geschäft kann, geschweige denn mir die Haare schneiden kann. Da sage ich, ja gut, dann müsst ihr halt eine andere Fachkraft mir zur Verfügung stellen. Ja, die sind alle ausgebucht, der Laden ist voll, es tut ihnen arg leid, sie hätten niemand, außer sie hätten für den Notfall eine kubanische Aushilfe namens Esmeralda. Jetzt hat die Esmeralda so gut wie kein Deutsch können und schneiden hat sie auch nicht recht können. Aber ich war in der Zwickmühle, ich habe so lange Haare gehabt, dass ich gesagt habe, Leute, ich brauche einen Haarschnitt, ausgesehen wie die Sau. Da habe ich gesagt, ich probiere das mit der Esmeralda. Die Esmeralda war 4 Wochen da als Aushilfe und hat in diese 4 Wochen einen Satz, haben sie da beibringen können. Der klang so ähnlich wie soll man es schneiden? Das hat sie zu jedem Kunde gesagt. Hat er nichts anderes können. Also habe ich gesagt, Esmeralda, wir probieren das, hat auch echt gut ausgesehen, Kubanerin, tolle Frau. Und dann haben wir das probiert miteinander. Und jetzt stellt sie sich vor ihrem geistigen Auge vor, ich sitze mit frisch gewaschenem Haupthaar in diesem Friseurstuhl. Die Esmeralda tritt von hinten, logischerweise, an mich heran mit, manchmal sage ich aus Versehen Messer und Gabel, nein, mit Schere und Kamm. Tritt sie von hinten an mich heran und beginnt ihr Werk an meinem Schopf. Und bereits nach 2,5 Minuten stellt sie mir eine Frage, die keinerlei Zweifel an ihrem kulturellen Hintergrund offen lässt. Hören Sie genau zu. Canta numera, fragt sie mich, canta numera, canta numera, so ich komm im Kamm und Tragero und sag, wie soll man's schneiden? Ich sag, jetzt fangst halt einmal an, aber so kurz kann ich's nicht leider. Du darfst auf keinen Fall zu viel schneiden. Und mittendrin fragt sie mich noch, canta numera, fragt sie mich, canta numera, canta numera, fragt sie mich, canta numera. Dankeschön.